Auch in einem Mariengarten ist Unkrautjäten wichtig. Aber ganz anders, als Zierpflanzengärtnerin Claudia Dietz das einmal gelernt hat. Weil zum Beispiel das Hirtentäschel, das habe ich vorher immer rausgerissen, aber es hat eigentlich seinen Platz jetzt im Mariengarten. Und ich muss immer schauen, kehrt es rein, kehrt es nicht rein und dann dementsprechend handeln. Die Früchte des Hirtentäschels sehen nämlich aus wie winzige Herzen und stehen für die Liebe der Gottesmutter zu den Menschen. Aber alles darf natürlich trotzdem nicht kreuz und quer wachsen, wie es will, im Mariengarten des Klosters Waldsassen. Das ist ein Feldsalat, der blüht jetzt da. Wenn ich den nicht raus tue, dann sät er sich wieder aus. Und im Frühjahr kann man dann überall Feldsalat ernten, aber so viel essen wir gar nicht. Und deswegen kommt er raus. Weil sonst können wir nicht im Zaum halten. Weil ich finde bestimmt irgendwo nicht, wo dazwischen sich versteckt und das reicht auch noch. Und er ist auch keine Marienpflanze, anders als viele andere, von denen man das gar nicht denkt. Claudia Dietz ist als Gärtnerin nicht nur für den Mariengarten mit seinen 3 Beeten zuständig, sondern für den gesamten Garten des Klosters Waldsassen. Klostergärten stehen von jeher für die Sehnsucht der Menschen nach dem Paradies. Mönche und Nonnen wollten den Garten Eden auf die Erde holen. In Waldsassen ist daraus eine moderne Umweltstation geworden. Blumen und Kräuter nicht nur zum Anschauen. In der Kräuterspirale darf man fühlen und riechen und manchmal auch schmecken, wie ein Garten die Menschen beschenkt. Heute kommen aber nur Marienpflanzen auf den Tisch. Hallo. Die fleißigen Bienen. Ja. Was fabriziert ihr denn da? Rheinfahnsuppe, wo ich jetzt mittlerweile schon angefangen habe zu mörsern, weil da braucht man länger dazu. So sieht Rheinfahren aus dem Johanna Eisner Suppe machen wird. Und daneben liegen die Zutaten für Johanna Hertels Auerstick, einen schmerzstillenden Stift mit Gänseblümchen. Also das Gänseblümchen nennt man eben auch Muttergottesblume oder Maria als demütige Magd. Das Gänseblümchen ist bescheiden, es braucht nicht viel, man findet es überall. Es ist aber eher, ich sage mal, es fällt nicht einem sofort immer auf, wenn man mal durch die Wiese geht. Gänseblümchen ist auch ein Symbol für Mutterliebe. Da sie nämlich den Blätterkranz abends oder wenn es dann zum Regnen anfängt, sozusagen über den Blütenkorb schützend schließt. Die Äbtissin des Klosters Waldsassen, Letizia Fech, hat den Mariengarten vor fast 20 Jahren anlegen lassen, denn Maria ist ihre Herzensheimat. Für mich ist Maria einfach das Mütterliche, das Hoffnungsvolle, dass wenn man allein ist, und das sind wir im Leben ja auch immer wieder mal, wo uns keiner helfen kann, wo man sich dann einfach wie bei einer Mutter anlehnen kann. Sie ist meine Hoffnung und Stärke, wo ich dann wieder Kraft kriege. Dieser Garten, das sind verschiedene Pflanzen, die mit der Symbolik, mit ihren Charaktereigenschaften zu tun haben. Zum Beispiel die Akelei ist eine Pflanze, die sehr grazil, fein ist und eigentlich mitten in der Wiese normal wächst und unauffällig ist, etwas über ihre Zartheit, ihre Schönheit, über ihr Bescheidensein auch aussagt. Ja, und dann schauen wir hier noch, das ist was ganz Besonderes, das Johanniskraut. Und das nennt man auch Muttergottesblut, Marienkraut. Und zwar deswegen, wenn das Johanniskraut in Öl eingelegt wird und in die Sonne noch mal gestellt wird, dann wird es so rostrot, das Öl. Und Johanniskraut ist ein Heilmittel für alles Mögliche, vor allem bei Melancholie oder wenn jemand schwermütig ist. Und Johanniskraut, da gibt es eine kleine Legende dazu. Da war der Teufel so sauer, dass diese Pflanze so ein Allheilmittel ist. Und in seiner Wut hat er dann die ganzen Blättchen und Blütchen vielfach durchstochen. Wenn Sie ein Johanniskraut gegens Licht halten, dann sehen Sie, dass da lauter kleine Punkte drin sind. Es sieht aus wie lauter kleine Stiche. Zurück zur Kräuterküche.
Johanna Hertel ist von der Abtei als Chefin der Umweltstation Waldsassen angestellt. Eine der beliebtesten Aktionen für Kinder ist das Kochen eines Auersticks. Die Gänseblümchen dafür wurden 28 Tage lang in Öl eingelegt. Das abgeseite Öl heißt Auszugsöl und sieht so aus. Das Auszugsöl mit dem Bienenwachs schmelzen wir jetzt erstmal in einem Wasserbad. Es darf jetzt nicht kochen, das Wasser. Einfach schön langsam praktisch schmelzen lassen. Und dann kommt eben die Kakaobutter rein. Und dass das eben ein wenig schonender verarbeitet wird, die Kakaobutter, kommt die eben erst später rein. Und Lavendelöl ist einfach nochmal extra wundheilend und duftet natürlich gut. Und das sollte man eben dann erst in die Masse tun, wenn die Masse Zimmertemperatur hat, sonst verflüchtigt sich das ätherische Öl. Wenn das Gemisch fest ist, kann man den Auerstick auf Prellungen oder Schnittwunden auftragen. Das soll Schmerz und Juckreiz lindern. Rheinfarn wird heute zu Suppe verarbeitet. Er heißt auch Muttergottesstab und ist eins der Kräuter, das an Maria Himmelfahrt in den Kräuterbuschen gebunden wird. Riecht ein wenig gewöhnungsbedürftig. Johanna Eisner mörsert zuerst junge, getrocknete Blätter. Sie ist eine der Mitarbeiterinnen von Johanna Hertel und beschäftigt sich seit langem mit den Heilkräften der Pflanzen nach Hildegard von Bingen. Für die Rheinfarnsuppe erhitzt die Hauswirtschafterin Butter, Mehl und Wasser und rührt so lang, bis alles sämig ist. Dann kommen Salz und das Rheinfarnpulver dazu. Das Wichtigste bei der Suppe ist, dass man einfach die richtige Dosierung hat, weil wenn ich zu viel nehme, dass man dann also zu bitter wird. Und wenn das zu bitter ist, mengen es dann Leute nicht. Und das soll ja also auch helfen gegen einen festsitzenden Husten. Und da macht man also die Suppe eben genau nach Maß, einen flachen Teelöffel. Dann schmeckt es wie früher die Erbswurstsuppe. Ein Hustenmittel aus der Kräuterküche also, das auch noch satt macht. Es ist sehr cremig. Das Bittere kommt schon raus, aber ist jetzt nicht zu arg, nicht zu extrem. Erbsen schmeckt's doch, gell? Stimmt, nur Erbsen, genau. Dass es ausgerechnet in der Abtei Waldsassen einen Mariengarten gibt, ist kein Zufall. Das Deckengemälde in der weltberühmten Stiftsbibliothek hat Äbtissin Letizia Fech inspiriert. Maria, die Patronin des Zisterzienserordens, in einer ganz besonderen Darstellung. Die sogenannte Lactatio, Milchspendung durch Maria an den heiligen Bernhard. Das ist eine Metapher, ein Bild für unser geistig-spirituelles Leben, dass wir jeden Tag bei der Mutter Gottes die Nahrung, die geistliche Nahrung bekommen dürfen, die wir brauchen, um unser Leben gut zu meistern. Das ist einfach der Inbegriff unserer Spiritualität. Maria, die Mutter, das Mütterliche, und das ist das Spirituelle. Und dann im Garten unten ist es eben dann das Praktische, wo man es greifen, auch fühlen und fassen kann. Gärtnerin Claudia Dietz hat beim Unkrautjäten aus Versehen ein Stück Schwertlilie ausgerissen. Das wird natürlich nicht weggeworfen, sondern kommt in ein kleines Töpfchen, das Besucher mitnehmen können. Die Blätter von der Schwertlilie schauen eben so aus wie Schwerter, deswegen hat es den Namen gekriegt. Und es ist im Prinzip ja keine Lilie, sondern Iris. Und heißt deswegen Lilie, weil es so prachtvoll ist. Also die Blüte, wenn man anschaut, das ist einfach unbeschreiblich, finde ich. Ich finde ja, das Blau ist wunderbar, oder? Herrlich, ja. Erinnert so an Maria, gell? Regelmäßig besprechen Referentin Johanna Eisner und Gärtnerin Claudia Dietz die Entwicklung der Gärten. Hier im Hildegardgarten gibt es Pflanzen, die auch in den Mariengarten passen würden. Balsamkraut zum Beispiel. Also wird ein Stück abgestochen. Das ist das Marienblatt und nennt sich auch Balsamkraut. Also Balsam ist Balsam für die Seele. Also das kann man ins Gebetbüchel rein tun. Und wenn man dann riecht, auch wenn es getrocknet ist, riecht es nur intensiver. Und dann hat man also Kirchenluft besser vertragen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Draußen bei ihren Pflanzen lassen die Nonnen gern den Tag ausklingen. Ob die Kohlmeisen, die im hohlen Korpus des Gekreuzigten nisten, die guten Schwingungen hier spüren?
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte Für die Zisterzienserinnen in Waldsassen ist ihr Mariengarten auf alle Fälle ein Stück Eden auf Erden.